Ja Leute, ihr seht richtig, wir sind zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Nach langer Zeit, ne? Nein, es ist nicht Sparking Zero, nein, wir machen heute ein bisschen mehr Story, ne? Der Aspekt, den ich bei Sparking Zero ein bisschen vermisse. Und da dachte ich mir so, komm, wenn Dragon Ball Z Kakarot trotz allem auch noch DLCs bekommt und wir die Story von Dragon Ball Daima durchzocken dürfen, dann ist das doch ein perfekter Zeitpunkt, um das zu erledigen. Jo, deswegen, ja, man könnte sagen, ein komplett neues Abenteuer, ne? Abenteuer im Reich der Dämonen, Teil 1. Durch seinen Sieg nach dem erbittenen Kampf gegen Majin Buu hat Son Goku endlich den Weltfrieden herbeigeführt, was jedoch die Umsetzung des Plans zweier unheimlicher Majin im geheimnisvollen Reich der Dämonen zur Folge hatte. Nachdem Son Goku und seine Freunde in Kinder verwandelt wurden, empführen die Bösewichte Dende. Dann beginnt ein neues Abenteuer mit Son Goku und anderen, die Dende im Reich der Dämonen retten wollen. Ja, Kinder verwandelt worden und so, ne, erinnert den einen oder anderen vielleicht ein bisschen an Dragon Ball GT. Viele sagen ja, Daima sei wie GT 2.0. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, das werden wir aber im Verlauf des Abenteuers noch ja, sehen dann auch. Wie auch sehen können anhand der Zahl oben, ja, Teil 1, es ist geplant, dass es 2 Teile geben wird vom DLC, die halt die komplette Story umfassen soll. Ich kann schon mal so viel spoilern. Es basiert auf einem Anime, weil es gibt keinen Manga dazu. Jetzt kann man natürlich sagen, ist der Kanon, ist nicht Kanon. Doch, es ist Kanon. Zumal mittlerweile irgendwie ja, naja, irgendwie die Rede davon ist, dass alles bei Dragon Ball Kanon ist, in einer Form, einfach auf verschiedene Timelines und so. Also eigentlich auch Dragon Ball GT Kanon wäre, auf eine Art und Weise. Dazu aber auch später noch mehr. Und deswegen hat man einfach mal gesagt, wir starten mal, lassen uns überraschen, was das Ganze, ja, das Ganze funktioniert und so. Ist sowieso ganz praktisch, weil ich habe wirklich seit damals nicht mehr Dragon Ball Z Kakarot gezockt, seit dem letzten Part tatsächlich. Und ja, wenn Goku wieder zum Kind wird und die anderen auch, müssen vielleicht auch das eine oder andere ein bisschen neu lernen. Und deswegen können wir das eigentlich für uns gerade auch noch oder umsetzen. Also sprich, ich kann auch wieder ein bisschen das Kampfsystem erlernen. Was gibt es sonst noch so? Neuer Charakter hinzugefügt, 8 Nebenstories hinzugefügt, Dämonenwelt-Gerüchte hinzugefügt, Gerüchte vor allem. Und neues Training hinzugefügt. Oh. So, oh. Wichtiger Hinweis, der Prolog. Eine Laufzeit von ungefähr 19 Minuten und basiert auf den Ereignissen in Folgen 1 und 2 der Fernsehserie Dragon Ball Daima. Wenn du ein Abenteuer in der Dämonenwelt starten möchtest, kannst du Prolog überspringen und auswählen und eine Reise begeben. Nein, wir wollen uns angucken und so. Ich bin gespannt, ob YouTube das mitmacht, aber wir werden es ja sehen. Viel Spaß!なんとあいつが魔人ブーを本当に倒しやがったぞ。恐れる者は全ていなくなりました。これで名実ともにあなたは晴れてこの大魔界の王になったわけです。おめでとうございます、キングゴマ。どうしました？いや、さっきの映像を見た後だとどうもな。そうですね。あのダーブラ王がブーにやられるとはな。あっさりとやられましたね。しかもそのブーを倒してしまったぞ、あの人間。とんでもない強さでしたね。まあでも有意義な情報も手に入れたではないですか。地球にもドラゴンボールがあったんですよ。しかも叶えられる願いは3つ。おお、そうだった。あら、失礼。ゴマー様がいらしたとは。いやドクター・アリンス、相変わらず美しいね。どうかね、研究の方は。順調ですわ、極めて。それよりおめでとうございます。新しい大魔王の誕生ですわね。
なぜそれを？どうやら姉上もどこかでご覧になっていたようですね。ところでお気をつけになって。何が？あのとんでもない伝説の魔人ブーを倒したのよ。そんな連中がこの大魔界にもし乗り込んできたら、考えただけでも恐ろしい。ご心配なく、あの人間たちがわざわざ危険を冒してまで大魔界にやってくる理由がありませんよ。だといいけど、では失礼、キングゴマー。デゲス、確かにあんな奴らがここに来たらヤバいんじゃないか？姉上の言うことなど真に受けない方がいいですよ。あ、そうだ、ドラゴンボールを使うか。え、本気ですか？強力な3人の玉神様が守っているんですよ。この大魔界のドラゴンボールじゃない、あの地球という星にある小さなドラゴンボールだ。そういうことですか。ですが何を願うのですか？奴らを若返らせてやるんだ。なるほど、力を大きく減らしてしまうんですね。そういうことだ。よーし、準備ができたら決行するぞ。ナメック人のネバも連れて行く。少々ボケてはいるが、ドラゴンボールのことなら誰よりも詳しいはずだ。わかりました。トランクス、おめでとう。地球も復活おめでとう。楽しそうでいいですね。あなたたちは？ほう、本当にナメック人だ。同じナメック人に会うなんて何万年ぶりかな。あなたはどこかの海王神様ですか？ちょっと違いますね。我々は大魔界から来たんですよ。大魔界？そうですよ。ナメック人もそうでしょ。ほら、あなたたちの耳も尖っている。あなたも大魔界の出身ですね。おい、やれ。何を？さっき言っただろ。おお、はいはい。何をするつもりですか？大魔界にもドラゴンボールがある。そのドラゴンボールを大昔に作ったのはこいつなんだ。だがついでに玉神なんていう恐ろしい連中まで作ってボールを守らせやがったから、誰も願いを叶えられやしない。そこで地球にもあることを知ってきたってわけだ。ほら、そんな。1、2、3、7個すべてあるようですね。じゃあ早速始めようかな。デゲス、イデオ・シェンロン、そして願いを叶えたまえ。さあ、願いを言え。どんな願いも叶えてやろう。いいぞ。じゃあ魔人ブーと戦ったやつらと仲間をみんな子供にしてくれ。
子供というのは具体的にどれぐらいの子供だ？ああ、そうだな。小学1年生ぐらいかな。すでに子供だったものは？細かいな。赤ん坊だ。どうした？どんな願いも叶えるんだろう。よし、願いは叶えた。なんとちょっとどういうことよこれ。みんな小さくなっちまったぞ。何が起こっている？わかりません。わかりませんが、この空と関係があるに違いありません。シェンロンか？嫌な予感がします。デンデさんに話を聞きに行きましょう。よしよし、この調子で次の願いだ。2つ目の願いはそうだな、魔のサードアイをいただくとしようかな。伝説の第三の目ですか？ダーブラの父アーブラ大魔王の時代になくしてしまったという。そうだ、額につければとんでもない力を得ることができるというあれだ。よし、決まったぞ。シェンロンよ、次の願いだ。これ以上の願いは無理だ。ちょっと待て、叶えられる願いは3つじゃないのか？それは常連だけのサービスだ。得体の知れない初めてのものは1つだけ。なんだと？ではさらばだ。くっそー。まあとりあえずいいじゃありませんか。これで連中はほとんど無力になりましたし。念のためこいつを連れて行こう。こいつがいなければここのドラゴンボールはもう使えん。そうだろネバ。まあね。それにいざとなれば人質にも使えるからな。わかりました。こんなことだったら魔のサードアイを1つ目の願いにするんだって。デンデは変な奴らに連れて行かれた。何？変な奴らとは？大魔界から来たと言ってた。大魔界？一人は海王神様にちょっと似ていた。なんですって？どんなやつでしたか？デゲスと呼ばれていた。デゲス？知ってんのか？海王神様の弟だ。弟がいたのか。ポポ、他にはどんなやつが？小さくて偉そうなやつとネバというヨボヨボのナメック人のじいさん。ネバだと？ネバという老人もいたのか？何者だ？大昔大魔界のドラゴンボールを守るために一人で残った伝説のナメック人だ。で、小さくて偉そうなやつがシェンロンに頼んで俺たちを子供にした。すぐに追いかけようぜ。デンデを助けなきゃ。無理です。大魔界には瞬間移動ができません。ひとまずブルマさんたちもここに連れてきましょう。どうにか大魔界に行く方法を考えなくては。
大体の事情は聞いたわ。また大変なことになっちゃったわね。はい。おい、カカロットはどうした？あれ、さっきまでいたのに。どこ行ったのかしら。落ち着きのないやつだ。やべ。あ、戻ってきたわね。この体じゃ空を飛ぶのも一苦労だ。こんな時にどこ行ってたのよ。へへ。あ、それって相棒だ。体が小さくなっちまったから、これが役立つと思ってさ、あちこち探して持ってきたんだ。懐かしいもんを持ち出してきたわね。なんだ？誰だおめえ。俺はグロリオ。大魔界の人ですね。ああ、あんたが悟空だな。一緒に大魔界に行ってキングゴマーを倒してくれ。ゴマ？なんだよ、そのキングなんとかってのは。ダーブラ大魔王が死んで新しく王になった悪い魔人だ。そういうことですか。デンデさんをさらったのはゴマーだったんですね。どんなやつだ？油断できない魔人ですよ。力もあるがずる賢い男です。ちょうどよかったじゃねえか。行こうぜ。行ってデンデを助けてやる。待ってください。あなたはどうして悟空さんのことを知ったのですか？第三魔界の王から聞いた。俺はその王から命を受けてやってきた。あなたは第三魔界の王に仕えているのですか？いや、俺は連れてくるようにと秘密の依頼を受けただけだ。なるほど、わかりました。では私も一緒に行きましょう。海王神様が？どうやら私の弟も絡んでいるようですからね。それに大魔界のこともある程度知っていますから。俺も行くぞ。無理だ。この宇宙船は3人しか乗れない。なんだと？すみませんが少し待っていてください。ベジータさんたちも魔界に来られるよう向こうで手段を探しますので。話は終わりか？ああ、行こうぜ。よし、早速出発する。頼んだわよ。こうしてグロリオという謎の魔人の案内を受け、悟空たちは地球を後にした。ワープ様を経由し、3人はいよいよ大魔界へ。新たな大地を舞台に孫悟空の大冒険が始まる。Jo, war ein durchaus erfolgreicher Auftritt, kann man so sagen, sowohl von den Margins und so. Jetzt lernen wir endlich mal ein bisschen mehr über die Welt der Dämonen und die Dämonen selbst kennen, ne? Ah, かけろ第三魔界、孫悟空の大冒険。大魔界っていうからもっと不気味なとこかと思ってたけど、あんまり地球と変わんねえな。
見た目はそうかもしれませんが、生態系が違うので、動物も住民も、それに食べ物も違いますよ。へえ。食べ物って聞いて腹減っちまった。なあ、おめえグロリオだ。この辺で飯食えるとこねえか？ない。我慢しろ。じゃあ一度下ろしてくれよ。なんか食い物でも捕まえるからよ。まあいいのではないでしょうか。魔界の大地になれる意味でも。仕方ないな。で、どうする？その辺ちょっと見てくる。私も行きましょう。右も左もわからない場所で悟空さんを一人にするわけにはいきませんから。俺も行こう。王に合わせる前に勝手にどこかへ行ってしまうのも困るからな。ま、いいか。なんかちょっと動きにくいな。ここはガスに覆われていて空気が重い。ガス？心配するな。体には無害だ。だがそのせいで動きが鈍くなっているはずだ。ほんとだ。空気がドヨンとしてんな。空を飛んでの移動もやめた方がいい。ここではエネルギーの消費が激しそうですね。長時間の飛行は無理かもしれません。じゃあ歩いていけばいいな。相変わらず軽いですね。Ich darf nicht fliegen, ne? So. Ja, ist natürlich auch eine Möglichkeit, das Ganze länger zu ziehen, damit ich nicht einfach das Gebiet abfliegen kann. Die Luft des Reisedämonen ist sehr dicht, deshalb deine Flugtechnik zu viel Energie verbraucht. So Goku und seine Freunde müssen also zu Fuß reisen. Viel Spaß in der Erkundung deiner riesigen neuen Welt, dem Reisedämonen. Verschiedene Karten. Okay. Makai-Enzyklopädie. Okay. Und die Medaille habe ich ganz vergessen, ey. Son Goku Mini. Ja. Die Sachen kennen wir noch. Ich meine die Truppe, ne? Im Prinzip kann man sagen, Kaioshin repräsentiert Pan und Blue repräsentiert Trunks, ne? Wenn wir uns mal mit GT vergleichen. Ja, da werden wir noch an einigen Stellen plötzlich denken, das ist ja wie bei GT. Es hat leider, oder zum Glück, ich weiß auch nicht, wie man es formulieren soll, es hat schon gewisse Dinge, ne, für sich. So, findet ihr etwas zu essen? Ja, Sidequests natürlich auch noch, ne, gibt ja ein paar davon. Kann ich eigentlich irgendwie zurück oder so? Ist normal. Was ich aber auch cool finde, ich meine jetzt mal abgesehen davon, dass dieses Intro, was sie hatten, da mit der Empfehlung von Dende und so, auch schon fast ein bisschen ein Klassiker, ich sage jetzt mal. Finde ich cool die Erklärung von Shenlong. Nö, ich erfülle nur 3 Wünsche, wenn man Stammkunde ist. Das hat ein bisschen was, finde ich. Das gefällt mir. Und das mit Piccolo zum Beispiel, dass die Namekianer ja aus den Dämonen stammen. Das macht ja auch wieder Sinn. Ich meine, Dämonen hatten wir auch schon beim Original Dragon Ball. Natürlich jetzt nicht in dieser Extrem, wie zum Beispiel so bei so Serien wie Super Dragon Ball Heroes und so, ne? Wo seine Dämonen ein bisschen ausführlicher nochmal erwähnt wurde, auch in anderer Art und Weise und so weiter und so fort, ne? Das ist ganz klar. Aber ich meine, alleine schon, wenn wir uns an Dragon Ball zurückerinnern mit dem Oberteufel Piccolo, der damals ja auch, der hat keinen Namekianer erschaffen, er hat sich selber als Dämon bezeichnet, ne? Sich selber als Oberteufel Piccolo. Und im Original ist er, glaube ich, auch Dämonenkönig Piccolo oder so. Und im Deutschen ist er ein Oberteufel. Aber trotzdem, ne? Das ist halt so etwas, wo man sagt, ja, okay, es macht doch Sinn, wenn Namekianer halt ursprünglich halt von hier kommen, ne? Wenn man sagt, alle mit spitzen Ohren, ich weiß mit Kaioshin und so, oder auch mit Popo, oder Mini-Popo. Ich meine, warum hat ein Kaioshin einen jüngeren Bruder, der hier ist,
Und wir wissen ja irgendwie auch noch aus dem Anime von Dragon Ball Z, dass es irgendwie auch noch, damals noch mehrere Kaioshins gab, ne? Es gab einen Kaioshin des Nordens, des Südens, des Westens, des Ostens, die gegen Mu gekämpft haben, verloren haben und absorbiert wurden und so, ne? Es gab noch einen Groß-Kaioshin und so. Und der Kaioshin hier hat einfach noch mal einen kleinen Bruder. Okay. Ja, und solche Dinge werden wir, glaube ich, noch öfters mal antreffen, solche Fragen und so, die man sich doch mal stellen muss, gewisse Dinge, die sich einfach hinterfragen muss. Tatsächlich auch. Und eben halt auch der Vergleich mit Dragon Ball GT, ne? Zum Teil halt vor allem. Und natürlich dann auch die Frage, ja, warte mal, das heißt, im Prinzip war ja damals so die Rede von wegen, ja, Dragon Ball Z ist abgeschlossen, ne? Damals mit dem Kampf gegen Up und so. Und dann so ein Goku, ja, ich will Up trainieren und so einen neuen Abenteuer aufbrechen quasi. Danach folgte ja GT. Da bekam er vor einigen Jahren plötzlich Dragon Ball Super spendiert, was nach dem Kampf gegen Buu stattfindet, aber noch vor dem Ende von Dragon Ball Z. Also irgendwie ein halbes Jahr nach dem Kampf gegen Buu sollte Dragon Ball Super stattfinden. Und jetzt, was haben wir jetzt hier? Das ist nochmal was Neues. Schatztruhen. Okay, jetzt machen wir einen auf Link. Und ja, Dragon Ball Daima spielt direkt nach dem Kampf gegen Buu. Das hat man auch irgendwie daran gemerkt, dass eigentlich, ja, das sollte es ja vorhin, die Party, wo wir waren, war ja die Party von Trunks im Kleinen. Das heißt, müsste, glaube ich, irgendwie ein paar Wochen nach dem Kampf gegen Buu gewesen sein. Zumal ja auch die Dragon Balls noch nicht reaktiviert waren, ne? Insofern, ja, ist eben eine gewisse Zeit später, aber halt doch noch vor Dragon Ball Super. Wobei, warte mal ganz kurz, Dragon Ball Super. Jetzt bin ich gerade ein bisschen. Habe ich gerade vorhin erwähnt, dass Dragon Ball Super ein halbes Jahr nach Dragon Ball Ding stattfindet? Nach dem Kampf gegen Buu? Ne, Quatsch, das waren noch 5 Jahre, oder? Warte mal, Dragon Ball. Moment. Das Ende von Dragon Ball Z, das spricht da die friedvolle Phase, ne? Wo schon Trunks und Goten erwachsen waren, Pan schon 4 Jahre alt war und Son Goku sie dann noch trainiert hat und so und dann gegen Up angetreten ist. Das spielt jetzt 10 Jahre nach dem Kampf gegen Buu. Genau. Und Dragon Ball Super, also das Aufeinandertreffen mit Beerus und so, das war ja 5 Jahre. An dem Kampf dann gegen Buu, also wo es dann stattfand. Oder 4,5 Jahre, auf alle Fälle waren es ein paar Jahre später. Und dann jetzt hier die Party, ja gut, das könnte theoretisch ein halbes Jahr später gewesen sein, ne? Nach Dragon Ball Z, nach dem Kampf gegen Buu. Auf alle Fälle spielt Daima noch vor Super. Nur ob Daima und Super in derselben Timeline überhaupt spielen können, wage zu bezweifeln. Warum? Das werden wir vermutlich ziemlich zum Ende des Let's Plays hin erfahren, ne? Also vermutlich erst in Teil 2 dann. Oh, Dinos. 取っても大丈夫なものでしょうか。まあ、食べられはする。So Goku macht das schon. Oh, kämpfen. Ach du Scheiße. Also, ich weiß gar nicht, wie Steuerung überhaupt ist. Jagen. Das kann Spaß werden. Oh, also funktioniert hier kämpfen. Okay. Junge. Ja, ernst. Wie jagt denn der bitte? Okay, läuft sonst soweit alles stabil, wie ich sehe. Sound funktioniert auch. Das hatte ich vorhin in meiner Tesla nämlich noch übelst Probleme. Des Brüllens. Nichts verzagen, Goku fragen. Alle haben spitzen Ohren hier, ist natürlich klar. Trolle
頼まれてしまいましたね。 Tolle, sind wir jetzt plötzlich bei Herr der Ringe gelandet oder やる wie? しかねえな。 Tolkien lässt grüßen. よし、かかってこい。 Du hast doch das Ding. Okay, wir kämpfen schon wieder. Ich hab's vergessen. 魔界で暮らしていたら色々ある。 Okay, Bodenkämpfe. Komm, ich lerne über Doing. Ja, das geht schon. Ich war relativ gut früher, also von dem her. 凶暴な魔人だ。力任せの攻撃をもろに受けると危険だぞ。じゃ、行くか。中にはこんなやつがいっぱいいるのか。こいつは邪魔口だ。さらに巨大で凶暴なやつがいる。 Jetzt über 50 direkt schon. Okay. ワクワク。 強い相手と戦えると嬉しいんですよ、悟空さんは。追撃する。 Meine Super Moves. Ah, hier. このタイミングだな。 悟空さん、助かったぞ。大丈夫ですか。 かわせると。 Ja, wird schon wieder. Wow! Oder auch nicht. Autsch. Was ist nur für einer? Nichts gebracht. いけますよ。ほら、テストか。私が引きつけます。勝った。 So, ich hab's nicht vergessen, Freundchen. Ich habe aber den Move drauf. だいぶ弱ってきた。 Tschüssi. Mehr, mehr. Oh, このタイミングだ bei な。 hier. Blitzhagel mag ich gar nicht. Du bist geblitzt. Ah doch. Eine coole Kombi. Die vertragen ja was, ist gar nicht normal. So, jetzt sind wir vorbei, Freundchen. Und Tschüssikowski. このタイミングだな。 4 Level. Junge. Der Goku braucht's, ne? どうしました。さすがにこいつは食えねえか。 Ich glaube eher schwerlich. お前ガキのくせしてめちゃくちゃ強えんだな。驚いたぜ。 Ein Spitzbuben vor あ allem. なたはここで何を。虫を取ってたら。虫？なんで虫なんか集めてんだ？ Muschi Muschi? そりゃ薬として使うためだよ。薬？はは。さてはお前この辺の子供じゃないな。俺が集めてる虫は薬虫ってもんでよ。食べればいろんな効果があるのさ。体力が回復する復活虫に、やけどに効くアチチ虫、頭痛に効くやつやお肌がツヤツヤになる虫もあるぜ。Moment mal, was? Achichi-Käfer für Verbrennungen, Kopfwehkäfer bei Kopfschmerzen. Ja, Junge, jetzt sind wir bei Pokémon gelandet, ne? Wo wir verschiedene Beeren, oder statt Beeren haben wir jetzt plötzlich Käfer oder was? Ich nehme gerade noch ein anderes Problem. Vielleicht auch nicht. へえ、センズみたいなもんかな。 Irgendwie spuckt OBS bei mir gerade. Ich hoffe, die Folge klappt soweit. これやるよ。助けてもらった例だ。もし体力が減ったら食ってみろ。 Energiekäfer. これで何かあったときは安心だ。 Mampf, Mampf. な。私虫は。俺も。
お互いピンチにはならないようにしたいですね。 Besser wär's, ne? じゃあな。 Arigatou gozaimasu! 腹減った。とりあえず飛行機のところまで戻るか。早く飯にしよう。 Ja, das ist für Son Goku sehr, sehr wichtig, Freunde. Medizinkäfer in so einer dritten Dämonenwelt. Es gibt verschiedene Arten. Ja, ich bin gespannt, bis wir den einen spezifischen treffen. Weil es gibt offenbar so eine Art Fusionskäfer. Und da haben natürlich auch viele, also im Anime zumindest, haben viele spekuliert darüber, es gibt eine neue Art von Fusion und so, aber der wurde bis jetzt noch nie eingesetzt. Angeblich, ne? Wir werden es dann sehen. Vielleicht wird hier was anderes gemacht damit. Und war natürlich Fusionskäfer. Inwiefern. Ist aber Florio drin? Okay. Inwiefern sollen der anders sein? Ne? Also zum Beispiel unsere bisherigen Fusion, ne? So irgendwie Gogeta oder Vegeta und so. Ich frage mich gerade, wird uns das Spiel spoilern? Warum ich das frage? Naja, das sehen wir vielleicht gleich. Warte mal. Fähigkeitenbaum. Ich werde schon mal ein bisschen was machen, ja, ne? Yori! Oh! Ach ja, das mit dem Level, ne. Irgendwie habe ich es vermisst, aber irgendwie auch nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. So. Was haben wir sonst noch so, ne? Die Genkidama, die plötzlich auch als Kit nutzen. Ah doch, das stimmt, das geht. Teleportation, ne? Das war etwas, was bei Dragon Ball GT nicht ging. Ich glaube mich zu erinnern, dass er das im Anime auch nie genutzt hat. Also jetzt hier bei Daima. Vielleicht wird es hier im Spiel anders sein. Ah ja, genau, hier. Achtung, Spoilergefahr, Freunde. Für diejenigen, die jetzt nicht mehr gespoilert werden wollen, sollten uns lieber die Folge beenden. Ich werde sowieso nicht mehr viel machen nach der Folge. Und dann ganz kurz gucken, ob das schon drin ist. Super Saiyajin. Ah, die sind natürlich clever, ne? Super Saiyajin 2 und so. Ne? Jetzt kann man sich natürlich denken, ne, wo ist Super Saiyajin 3? Den kann Son Goku doch. Man kann den als Kind nicht mehr. Doch, kann er schon noch, ne? Es ist halt nur so, naja, wir werden es sehen, wenn es soweit ist, ne? Limit Breaker Genkidama, ja, übertreiben noch, ey. Am Schluss kam noch der Super Saiyajin 4 Limit Breaker hervor. Prügelangriff, so sieht es da aus, ey. Man kann ja auch Schienen und so noch spielen können mit Glorio. Naja. Das ist später mehr, Freunde, ne? So. Bin natürlich auch schon auf die Dinge gespannt, auf die Sidequests und so. Also angeblich sollen wir auch mit Teil 1 schon ein paar Stunden lang Spaß haben, ne? Also soll schon ein bisschen umfangreich sein und dürfen ein bisschen was erleben. Bis Teil 2 jetzt nicht ganz reichen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber hey. Immerhin für ein bisschen was. Oh. Also ich wollte doch eigentlich das erst im nächsten Mal machen, ne? Stimmt, egal. Also, können wir zum Flugzeug zurück? Ne, wir holen noch uns die Truhe, aber erst im nächsten Mal. Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Und ja, auf ein neues Abenteuer, ne? Dragon Ball Z Kakarot ist zurück mit einem DLC namens Daima jetzt. Und ja, ich glaube trotzdem, ich mache es aber als neue Playlist, ein neues Ding, weil ist ja, wenn wir ehrlich sind, eigentlich auch ein neuer Anime, ne? Also neue Serie und so. Und ja, das andere ist auch schon ein bisschen älter. Also ich guck mal, aber vermutlich wird es eine neue Playlist geben. Und ja, und hoffentlich auch wieder regelmäßig Folgen dazu geben zu Dragon Ball Z Kakarot, beziehungsweise ja, eigentlich jetzt Dragon Ball Daima, ne? Und Dragon Ball Daima Kakarot. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.